Es ist gut, dass du heute hier bist. Es ist sogar sehr gut, weil, warum fragst du dich vielleicht? Weil ich wirklich heute überzeugt bin von allen Predigten, die ich bis jetzt gehalten habe, ist die heute das Wichtigste, die wichtigste Predigt. Warum glaube ich das? Weil ich bin überzeugt, dass du das, was ich heute in den nächsten paar Minuten bringe, wenn du damit anfängst, das in deinem Leben anzuwenden, dann wird dein Leben nicht nur aufblühen, es gibt Potenzial, dass die gesamte Gesellschaft transformiert wird. Du wirst Autorität in deinem Leben mit Jesus haben, deine Beziehung zu ihm wird wachsen. Und darum glaube ich, heute ist ein ultra wichtiger Abend. Wir sind in dieser Serie der geistliche Kampf und wir haben uns die letzten Wochen diese Waffenrüstung angeschaut und heute schauen wir uns ein weiteres Element dieser Waffenrüstung an, die Christen und Christinnen anziehen sollten. Und zwar lesen wir im Epheser 6, 13 bis 17, wir lesen nur 17, setzt den Helm eurer Rettung auf, und jetzt wichtig, und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Heute geht es um dieses Buch, die Bibel. Dieses Buch, sagt Paulus, das ist ein Schwert. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, im Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Lebendig und wirksam. In anderen Worten, dieses Buch hier, das hat eine von sich ausgehende Kraft. Jetzt denkst du dir, Tim, wieso weißt du das? Und ich gebe dir einen Tipp, wie du die Kraft dieses Buch ganz einfach in deinem Alltag erkennen kannst. Ich weiß nicht, wer von euch pendelt im ÖV? Okay, einige. Das nächste Mal, wenn du pendelst, nimm mal die Bibel heraus und leg sie vor dir auf den Tisch und dann schau mal und beobachte, wie die Menschen reagieren um dich herum. Das ist meine Lieblings-Evangelisationsstrategie, weil du merkst, gewisse fangen an, nervös hin und her zu rutschen, andere versuchen zu sehen, was genau für ein altes Buch da liegt und wenn sie erkennen, es ist die Bibel, dann werfen sie dir einen bösen, kritischen Blick zu, schütteln den Kopf und blicken weg, AirPods rein. Dieses Buch hat Kraft, dieses Buch verändert die Atmosphäre, du musst es nicht mal aufmachen. Ich möchte euch heute 2 Storys erzählen zum Anfang, um euch zu zeigen, wie groß die Kraft dieses Buches ist. Die erste Story beginnt vor etwa 500 Jahren. Da gab es einen einfachen Mönch in Süddeutschland, sein Name war Martin Luther. Und man sieht, er hat in einer anderen Zeit gelebt, nicht nur wegen seiner Fashion, sondern auch, er lebt in einer anderen Welt, weil die Kirche herrschte in dieser Welt über die Menschen. Sie hatte das Sagen. Aber es war eine Kirche, die lehrte, dass man Geld zahlen müsste, um sich den Himmel zu verdienen. Dass man Geld zahlen müsste, um die Vergebung von Sünden zu bekommen. Es war eine Kirche, die korrumpiert war vor ihrer eigenen Macht. Das ist ziemlich eine krasse Zeit und in dieser Zeit lebte Martin Luther, er studierte die Bibel, er liest täglich in der Bibel, er tauchte tief in dieses Buch herein und ein Vers stach so heraus beim Lesen, und zwar im Römer 1,17, dort steht, sie zeigt uns, die Schrift, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht, dies geschieht einzig und allein durch Glauben. Und dieser Vers ließ Martin Luther nicht mehr los. Weil nicht wie die Kirche lehrt, muss man zahlen, um in den Himmel zu kommen. Nicht wie die Kirche lehrt, muss man moralisch perfekt sein, um sich den Himmel irgendwie zu verdienen. Nein, es passiert alleine durch den Glauben an Jesus Christus, nicht durch mein eigenes Zutun, doch durch den Glauben. Und Martin fing an, das zu predigen auf der Kanzlei. Und da hatte die Kirche nicht so Freude, weil das war eine Irrlehre für die Kirche. Und wie wagt es ein kleiner, unbedeutender Mönch, sich gegen den Papst und das Kirchenimperium zu stellen? Wie wagt er es? Und ab diesem Moment schwebte Luther in Lebensgefahr. Er wurde dann auf einer Burg von einem adligen Freund versteckt und da fertigte er sein größtes Lebenswerk an. Er übersetzte die Bibel als erster vom Latein ins Deutsche. Niemand sprach Latein zu dieser Zeit, nur die Kirche konnte Latein. Das heißt, niemand konnte die Bibel lesen in seiner Sprache, aber Luther merkte, es ist wichtig, dass jeder Mensch, der lesen kann, dieses Buch lesen kann. Und da fertigte er die erste deutsche Bibelübersetzung an. Das war eine Irrlehre, das durfte man nicht, das verbot die Kirche. Dann fing er es an zu drucken, er verteilte es
Und es begann die Reformation. Die gesamte Gesellschaft änderte sich. Ein Bibelvers veränderte einen einfachen Mann. Und dieser einfache Mann veränderte die gesamte Gesellschaft. Was kann ein Bibelvers in deinem Leben tun? Die zweite Story geht um unser eigenes Land. Die Bibel hat die Kraft, eine ganze Nation zu verändern. Wir sehen das bei unserer Geschichte der Schweiz. Jetzt, du denkst dir, okay, wieso die Schweiz? Ja, heute leben wir in einem der saubersten, reichsten, schönsten Länder der Welt. Wer würde mir zustimmen? Okay, einige, die Deutschen sind so, ja, unsere ist auch ziemlich gut, aber nein, ihr wisst, die Schweiz ist natürlich schon ziemlich schön. Das war aber nicht immer so. Tatsächlich waren die schweizerischen Gebiete im Mittelalter unglaublich arm, immer abhängig von den mächtigen, umliegenden Nachbarsländern. Zum Beispiel Genf. Genf hatte den Ruf als die stinkendste Stadt Europas. Genf ist heute eine wunderbare Stadt, aber im Mittelalter war es die dreckigste, stinkendste Stadt in Europa. Wie wurde Genf von dieser stinkenden Stadt zu einer der größten Wirtschaftsstädte in der Welt? So viele internationale Organisationen haben ihren Hauptsitz da und heute ist es wunderschön. Wie ist das passiert? Alles begann mit Johannes Calvin. Schon mal gehört den Namen? Der lebte zur gleichen Zeit wie Luther, war aber französisch sprechend, oh la la. Und er machte das Gleiche wie Luther. Er durchsuchte die Bibel nach Prinzipien, wie du dein alltägliches Leben auf dem Fundament der Bibel leben sollst. Und er fing an zu predigen von der Kanzlei und lehrte die Menschen, wie sie ihr Leben mit dem Bibelwort durchtränken. Und plötzlich, er lehrte zum Beispiel die Banker, dass sie faire Zinsen verlangen und die Wirtschaft blühte auf. Er lehrte die Alkoholikerväter und abwesende Väter, Verantwortung zu übernehmen und die Wichtigkeit von Familie. Er lehrte, dass alle Menschen im Angesicht Gottes gemacht werden und alle, egal woher du kommst, woher deine Familie, wie reich oder wie arm du bist, aus welcher sozialen Klasse auch immer, alle gingen zum ersten Mal in die Schule. Auch die Frauen durften endlich in die Schule. Das hat nicht die Aufklärung gemacht, das hat nicht irgendein Philosoph, der sehr viel nachgedacht gemacht, das haben Christen gemacht. Christen in der Reformation. Dieses Buch hat unsere Nation verändert. Tiefgreifend. Tiefgreifend. Und hier ist die Wahrheit. Nummer 1, was lernen wir aus diesen zwei Geschichten? Nummer 1 ist, dass die biblische Wahrheit, wenn ein Mensch die biblische Wahrheit hört und anfängt in seinem Leben anzuwenden, dann wird sein Leben transformiert. Aber auch auf einer nationalen Gesellschaftsebene, wenn ein ganzes Land die Bibel in ihrer Sprache besitzt und sie anwendet, diese Lehren, wird eine ganze Nation transformiert. Und wisst ihr, nicht nur die Christen sprechen von der Kraft der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr Mahatma Gandhi kennt, der hat dazu geführt, gewaltlos Widerstand zu leisten gegen die Besatzungsmacht Großbritannien in Indien, ist eine Kultfigur in Indien und er hat Folgendes über die Bibel gesagt. Er hat gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als wäre es bloß ein Stück guter Literatur, sonst weiter nichts. Könnt ihr euch vorstellen, was dieses Buch mit unserer Gesellschaft tun kann? Was es mit deinem Leben tun kann? Wie es verändern kann? Und du denkst dir jetzt, okay Tim, du erzählst all diese Geschichten, aber wieso sehen wir, was ist das Problem? Wieso sehen wir nicht diese Veränderung, die die Bibel hat? Wieso sehen wir das nicht in unserer Gesellschaft? Wieso sehe ich das nicht bei meinen Freunden? Wieso sehe ich das nicht? Und ich möchte heute etwas vorschlagen, was das Problem ist, was sehr antikulturell ist. Nämlich, was ist, wenn wir heute mal nicht die Schuld auf andere schieben, sondern mal uns selbst anschauen? Weil unsere Kultur immer ich habe so satt, alle sagen immer, die anderen sind schuld. Die Männer sagen, die Frauen sind schuld, die Frauen sagen, die Männer sind schuld, die Linken sagen, die Rechten sind schuld, die Rechten sagen, die Linken sind schuld. Die Weißen sagen, die Immigranten sind schuld, die Immigranten sagen, ihr nehmt uns nicht richtig auf. Alle sind immer die anderen schuld. Aber was, wenn wir heute mal in den Spiegel blicken und sagen, was ist, wenn das Problem Folgendes ist, dass ich als Christ nie die Zeit und die Übung investiert habe, dieses Buch wirklich in meinem Leben anzuwenden und danach zu leben. Jetzt ist es ruhig, das habe ich gewusst.
Wisst ihr, Gandhi sagte, das ist Dynamit. Paulus sagt, es ist ein Schwert. Es ist ein Schwert. Hier haben wir dieses Schwert, dieses riesiges Schwert. Schauen wir mal, ob ich der bestimmte König bin. Nein, Spaß. Ein riesiges Schwert. Jetzt, was mir aufgefallen ist, als ich dieses Schwert studiert habe, ist Folgendes. Dieses Schwert ist die einzige offensive Waffe der Rüstung. Wenn ihr euch erinnern könnt, in den letzten Wochen, wir hatten den Helm, wir hatten die Schuhe, wir hatten den Gürtel, wir hatten den Schild, das sind alles defensive Waffen. Dieses hier ist die einzige offensive Waffe der Rüstung. Aber es ist nicht nur die einzige offensive Waffe, es ist auch die einzige Waffe, deren Umgang du lernen musst. Du musst nicht lernen, einen Helm anzuziehen, du setzt ihn einfach auf den Kopf und hältst deine Rübe hin, wenn jemand schlägt. Du musst nicht lernen, mit deinem Schild Pfeile abzuwehren, das ist Reflex, die fallen und du haltest dich einfach dahinter. Du musst nicht lernen, einen Gürtel umzubinden oder wenn du deine Schuhe noch binden lernen musst, dann bist du vielleicht noch nicht so ganz geeignet für den Kampf. Also alle anderen musst du nicht lernen, damit umzugehen, aber das Schwert, wenn du nie gelernt hast, mit dem Schwert umzugehen, wie willst du in einem Moment des Kampfes mit dem Schwert umgehen, wenn du nie Übung und Zeit investiert hast, das Schwert kennenzulernen? Ich sag dir, du siehst aus wie ein Volltrottel, wenn du mit deinem Schwert zu kämpfen versuchst, wenn du es noch nie gelernt hast. Dann wer hat einen Bruder hier? Brüder? Wir hatten früher so diese Plastikschwerter und wir dachten, wir seien voll krass und kämpften gegeneinander. Dann sahen wir ein Video von unseren Eltern, wie wir wirklich aussahen, ziemlich schlecht so. So siehst du aus, wenn du nie die Zeit investiert hast, die Bibel kennenzulernen. Wie kommst du darauf, dass wenn du dich nie gefüllt hast mit dem Wort Gottes, dass du im Moment des Angriffs wirklich kämpfen kannst? Weil es ist hier eine Wahrheit, mit was du dich fühlst, das kommt auch wieder aus dir raus. Mit was du dich fühlst, kommt auch wieder aus dir raus. Ich möchte euch das hier zeigen. Coca-Cola Zero. Jetzt meine Frage an euch. Ich fülle hier in diesem Krug Coca-Cola Zero. Was kommt raus, wenn ich es wieder ausleere? Fanta? Milch? Coca-Cola Zero! Soll ich zeige nochmal das an. Okay. Red Bull, Energy Drink. Meine Frage an euch. Ich fülle hier Red Bull rein. Was kommt raus, wenn ich den wieder ausleere? Honig. Red Bull. Meine Frau schreit wie eine Irre. Red Bull. Ich mach's nicht nochmal. Was ist, wenn du dich tagelang mit Social Media fühlst? Was kommt wieder raus? Ja, dein letztes Reel. Was ist, wenn du dich Tag und Nacht fühlst mit irgendwelchen düsteren Songtexten, irgendwelchen lustvollen Liedern? Du fühlst dich Tag und Nacht damit. Was denkst du, kommt wieder raus? Genau das, was du dich gefühlt hast. Was kommt raus aber, wenn du dich mit Wort Gottes fühlst? Tag und Nacht. Die Wahrheit. Im Moment, wenn du es wieder auslässt. Wieso ist das so essentiell, liebe Freunde? Wieso solltest du im Moment des Kampfes mit dem Schwert kämpfen können, wenn du nie gelernt hast, damit umzugehen? Wie soll dir die Wahrheit in den Sinn kommen im Moment des Angriffs, wenn du dich nie damit gefüllt hast? Wie willst du Lügen in deinem Leben konfrontieren, wenn du nicht voller Wahrheit bist? Und ganz ehrlich, wie willst du die Finsternis erhellen, wenn du nicht voller Licht bist? Liebe Freunde, wir müssen lernen, uns zu füllen mit dem Wort Gottes. Nichts gegen Netflix, nichts gegen Spotify, nichts gegen all diese Streaming-Angebote. Aber liebe Freunde, unser Leben ist so kurz. Wie viel Zeit investierst du in das und wie wenig Zeit investieren wir in diese Wahrheit, die unser Leben transformiert und unsere Gesellschaft Frieden bringen kann? Liebe Freunde, das ist, was wir uns füllen damit. Jetzt denkst du dir, okay, spannend. Wieso sollte ich das tun? Jesus hat es getan.
Wisst ihr, es gibt diese berühmte Geschichte in der Bibel, wo Jesus, er wird konfrontiert vom Satan, er ist in der Wüste und Satan kommt dreimal zu ihm und er konfrontiert ihn, versucht ihn vom Weg abzubringen. Und wisst ihr, was Jesus nicht gemacht hat? Er hat nicht zu Satan gesagt, hey, schön, sprichst du mit mir? Ich habe mal ein TikTok-Video gesehen, war das Pastor Leo, oder hat Tim mal gesagt, hat gesagt, ich soll das nicht tun, dann sollte ich es vielleicht nicht tun, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, war das Leo, war das Tim, war das Joel, war das Selin, wer war das genau? Ich weiß nicht, warte, ich schau mal, wo das TikTok-Video ist, ich gehe mal scrollen, warte mal, Teufel, kannst kurz hier hinsitzen, lass mich nur kurz, Jesus zitiert dreimal aus dem Wort Gottes direkt. Und wisst ihr, was Jesus auch nicht gemacht hat? Jesus hat auch nicht zum Teufel gesagt, hey, schön versuchst du mich heute, schön greifst du mich heute an. Warte mal kurz, dass ich durch die Bibel blättere und einen geeigneten Bibelvers finde, den ich dir dann entgegenhalten kann. Warte mal, ich habe mal irgendwo was gehört, irgendwo da in der Mitte der Bibel. Lass mich mal kurz ab Psalm, nein, ich weiß es. Kannst du mal kurz hinsitzen, lass mich doch kurz da schauen. Ja, er zitiert auswendig. Es kommt direkt aus ihm raus. Wie hast du das Gefühl, dass wenn Jesus das konnte, dass du das nicht tun musst? Es kam direkt aus ihm raus, als er am Kreuz hing. Was macht Jesus da? Stell dir mal vor, du bist unter den schlimmsten Schmerzen deines Lebens. Du hast deine Nägel durch die Hände und Füße, eine Dornenkrone, die sich in deine Kopfhaut drückt, dein Rücken offen und langsam erstickst du Stunde für Stunde. Was würdest du vom Kreuz runterrufen? Wahrscheinlich nicht, was Jesus tat, weil Jesus rief, Eli, Eli, lema sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und viele denken sich, er hat das einfach so gesagt. Nein, es ist ein Bibelvers. Was kommt aus dir raus, wenn du unter Druck stehst, wenn du unter Angst stehst? Was kommt aus deinem Mund? Bei Jesus waren es Bibelverse. Es war die Bibel in seinem Blut. Wir müssen das auch. So, jetzt denkst du dir, okay Tim, wie mache ich das dann genau? Schön, jetzt sagst du mir, ich soll das noch tun, ich habe schon genug in meiner Freizeit los, ich habe schon so viel los, ich habe viel zu tun, du sagst mir, jetzt muss ich noch die Bibel lernen, okay, ich sage hier nicht was du nicht schon machst, du fühlst dich schon die ganze Zeit mit etwas und zu jedem, der sagt, ich habe keine Zeit für das, zeig mir deine Screentime auf dem Handy und dann sprechen wir nochmal. Und was ich heute dir vorschlage ist, kürze deine Screentime, Social Media Aktivität und ersetze sie durchs Bibellesen. Lass uns zusammen anschauen, wie du dich fühlst mit dem Wort Gottes. Nummer 1, kauf dir eine Bibel oder lade die Bibel-App runter. Du bist vielleicht neuer im Glauben, weißt nicht, welche Bibel, es gibt verschiedene Übersetzungen. Mein Vorschlag, Neues Leben oder Hoffnung für alle oder die Zürcher, wir haben die alle draußen. Heute Abend gehst du raus, kaufst dir eine Bibel oder ladest dir die App runter. Da hast du alle Übersetzungen drauf. Dann das Zweite ist, entscheide dich für einen Text. Das ist immer so das, was wir rausschieben. Ich weiß nicht, wo anfangen. Mein Vorschlag heute Abend, Johannes, Matthäus oder die Psalme. Und jetzt lass kurz innehalten. Schau dir diese 3 Bücher an. Welches sticht heraus zu dir? Haben wir es? Ab morgen liest du dieses Buch. Du fängst vorne an und hörst auf, wenn es fertig ist. Dann gehst du zum nächsten. Entscheide dich für einen Text. Nummer 3. Streiche eine Social Media Screentime Aktivität und ersetze sie durchs Bibellesen. Ein paar Vorschläge für dich. Du scrollst immer am Morgen als erstes auf Social Media. Streiche das, lest zuerst kurz die Bibel. Oder du schaust immer am Abend Netflix in deinem Bett und schläfst dazu ein. Nimm das Netflix nicht ins Bett, nimm deine Bibel ins Bett, lies noch ein paar Verse und dann schlaf ein. Oder bevor du deine AirPods in der Mittagspause reintust, lies kurz in der Bibel. Danach kannst du Spotify hören oder der neueste Podcast. Streiche eine Aktivität und dann lese in der Bibel, lies nicht viel, lies aber täglich, das ist der nächste Schritt, lies die Bibel täglich, verpasse keinen Tag. Lieber wenig, dafür jeden Tag, als viel und dann hörst du in 2 Tagen wieder auf. Lies jeden Tag in der Bibel. Mach es zu deiner Gewohnheit. Ich liebe das. Das ist, der John Piper, das ist ein Theologe aus Amerika. Der ist heute 70, 80 Jahre alt. Der hat unglaublich viel gereist, überall auf der Welt gepredigt. Und was er getan hat, ist Folgendes. Sie haben ihn gefragt, was würde er anders machen? Oder wenn er noch mal 20 wäre, was wäre sein Vorschlag? Und er hat gesagt, ich würde es mir vornehmen, jeden Tag meine Bibel zu lesen. Es ist wichtiger, als Sport zu treiben, Frühstück zu essen, meine Frau zu küssen. Jeden Tag lese ich in der Bibel. Und dann sagt er, meine Lektion für dich lautet,
Lies jeden Tag deines Lebens deine Bibel, ohne Ausnahme. Sage niemals, ich lese sie, wenn ich Zeit habe, wenn du Zeit zum Frühstücken hast. Wenn du Zeit zum Frühstücken hast, hast du auch Zeit für deine Bibel. Lass das Frühstück ausfallen. Oder wie unser Pastor Leo Bigger es vor 3 Wochen gesagt hat, Leute, die am Morgen keine Bibel lesen, sind crazy. Ja. Und dann der nächste Schritt, lies jeden Tag ein bisschen, und dann der nächste Schritt, lerne die Bibel auswendig. Denkst du, nein, Mann, ich kann doch nicht auswendig, das ist wie Wörter vom Französisch oder was auch immer. Lies, wenn du einen Bibeltext immer und immer und immer wieder liest, dann hast du ihn schon fast auswendig drin. Und wenn du liest und du liest einen Vers, der dich irgendwie besonders anspricht, dann lies ihn, schreib dir ihn auf, mach ein Wallpaper in deinem Handy und dann lies ihn immer wieder. Und irgendwann merkst du, der ist in dir drin, der kommt plötzlich in Momenten raus. Und ich sage diese Dinge heute nicht, dass du irgendwie dich schlecht fühlst oder schlechtes Gewissen hast. Ich sage dir, weil ich glaube, Jesus möchte heute deine Augen öffnen darüber, was möglich ist mit deinem Leben, wenn du dein Leben komplett auf dem Fundament der biblischen Wahrheit aufbaust. Was für eine Autorität kommt in der geistlichen Welt, wenn du jeden Tag in der Bibel liest und dich fühlst mit dem Wort Gottes und nicht mit irgendeinem solchen Scheiß. Gut? Ich möchte die letzten Minuten mit dieser Frage beschäftigen. Wieso kämpfen wir dann heute? Es ist ja eine offensive Waffe. Wieso muss ich kämpfen, wenn Jesus nicht bereits den Sieg hat? Und das ist so eine Frage, die Christen immer wieder, wir Christen, wir lieben es, über den Sieg Jesus zu sprechen. Und ich denke, viele Nicht-Christen verwirrt es ein wenig, weil sie denken, irgendwie nichts in der Welt repräsentiert wirklich euer christlicher Sieg. Das Böse ist immer noch da, Ungerechtigkeit ist immer noch da. Wieso kämpfen, wenn Jesus den Sieg hat? Wir lesen zum Beispiel in Kolosser 2,15. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Also Jesus hat den Sieg. Hier ist der Punkt. Der Krieg wurde gewonnen. Die Kämpfe haben aber noch nicht aufgehört. Diese Idee wurde uns schon mal gezeigt in der Geschichte. Wer hat gern Geschichte im Unterricht? Okay, wenige. Gut. In der Geschichte, wenn du aufgepasst hast, im Zweiten Weltkrieg, da lernen wir, wie Nazi-Deutschland den gesamten europäischen Kontinent erobert hat. Und dann hören wir in der Geschichtsstunde, dass am 6. Juni 1944 fand der D-Day statt. Und da landeten Hunderttausende Alliierte von England, Großbritannien, Kanada, Amerika, landeten an der Westküste von Frankreich und sie besiegten die deutsche Armee da. Jetzt Historiker sagen, dass an diesem Tag wurde der Krieg entschieden, der bedeutendste Sieg der Geschichte der Menschheit wurde gewonnen, aber die Kämpfe dauerten noch ein ganzes Jahr. Es ist genau das Gleiche mit Jesus. Er hat an Golgatha gezahlt, er hat gesiegt über jede Macht, jeder Herrscher. Aber, liebe Freunde, er ist noch nicht zurück, noch nicht ist alles Böse weg aus dieser Welt, noch nicht ist Ungerechtigkeit wirklich aus dieser Welt weg. Bis dahin gibt es sehr viele wichtige Schlachten zu schlagen. Und das will Gott durch wen tun? Durch uns, durch dich. Er will mit dir Raum einnehmen. Das war schon immer Gottes Plan. Er will den Sieg Jesu Christi bis ans Ende der Welt verkündigen. Durch dich und durch mich. Aber er will das tun, indem du voller seiner Wahrheit bist. Jetzt bist du heute vielleicht da und denkst dir, okay, Tim, ich weiß nicht, ob ich wirklich qualifiziert bin für das. Oder du bist hier und denkst dir, Tim, die geistliche Welt ist wirklich ein bisschen komisch. Ich habe genauso gedacht, bis zu einem Tag, wo das für mich geändert hat. Ich war 19, ich war in den Philippinen und ich habe Menschen von Jesus erzählt, in einem Slum. Und ich kann mich erinnern, wie eines Tages eine Frau auf mich und einen Kollegen zukam und sie sagte, sie habe Freunde, die haben ein krankes Baby, können wir für dieses Baby beten? Wir waren so, ja sicher, für das sind wir da. Und wir gingen mit dieser Frau mit und wir gingen in dieses kleine, inmitten eines Slums, in ein kleines Hütchen und es war aus Wellblechdach und Wellblech, richtig arm. Und wir kamen rein, es hatte keine Fenster, es war dunkel, es hatte solche Traumfänger irgendwie an der Tür. Und kennst du das, wenn du in einen Raum gehst und merkst, irgendwas stimmt hier nicht? Du weißt nicht genau was, aber irgendwie zieht sich was bei dir zusammen und denkst dir, okay, hier irgendwas ist ein bisschen komisch. Das hatten wir das Gefühl und wir sahen dieses Baby, wir beten für das Baby und da waren die Eltern und da war die Großmutter und die beobachteten uns, als wir für dieses Baby beteten. Dann waren wir fertig, dann kommt diese Großmutter zu uns rüber und sagt, ja, sie sei auch Christin, sie sei Katholikin. Sie hat einfach gesehen, dass wir gebetet haben und sie wollte auch noch für Gebet fragen.
Und wir waren so, ja super, ja perfekt, heute müssen wir gar niemanden fragen, ob wir für sie beten können, heute kommen sie zu uns, Halleluja. Und sie sagte, wir fragten so, ja, was sollen wir beten? Und sie sagte, ja, ich habe seit Monaten schon so irgendwas in meinem Hals, so ein Krott im Hals, so ein Frosch im Hals, ich weiß nicht, wie es auf Hochdeutsch ist, aber auf jeden Fall so irgendwas hier. Und sie spürte sie und wir waren so, okay, ja, vielleicht eine Erkältung, lass uns beten. Und so stand sie hier, so eine kleine philippinische Frau, wirklich super. Und wir standen beide auf der Seite, legten unsere Hände auf und beteten. Und im Moment, als wir Jesus Namen aussprachen, passiert Folgendes. Die Frau steht da und plötzlich, als wir Jesus Namen aussprechen, macht sie. Ich dachte zuerst, sie versucht so ihren Frosch im Hals zu entfernen. Versteht ihr, so räuspern? Aber sie war einfach, dann beteten wir weiter. Also ich weiß noch, der Blick meines Freundes, wir schauten uns an, wir waren so, okay, was passiert hier gerade? Und wisst ihr, da merkst du, mit was du dich gefühlt hast, weil ganz ehrlich, ich hatte sehr viele Horrorfilme geschaut und ab dem Tag nie mehr, weil was machen Horrorfilme? Sie erzählen, dass die böse Macht triumphiert. Das ist genau 180 Grad. Das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt, dass Jesus Christus über jeder Macht steht und den endgültigen Sieg hat. Amen. Amen. Wir beten langsam weiter. Sie, plötzlich macht sie ihre Augen auf. Sie schaut böse. Schaut mich an, schaut ihn an. Schlagt unsere Hände weg und rennt in ein kleines Zimmer hinten in der Dusche, stellt die Dusche an und schreit. Und ich war so, ciao, ich gehe. Ich hatte solche Angst, meine Beine zitterten, aber wir konnten da nicht wirklich nach hinten, weil wir wussten nicht, ob sie irgendwie duscht und schreit oder keine Ahnung. Dann, wir warten da eigentlich und sie schrie einfach. Ja, und was ist passiert? Wir gingen zurück zu unseren Leitern. Sie sagten, ja, das ist wahrscheinlich ein Dämon, ein unreiner Geist. Und so, ja, stimmt, okay, kann sein. Sie sagten, ist sie jetzt frei? Wir sagten, nein. Sie sagten, du musst zurückgehen. Ich gehe niemals dahin zurück. Niemals in meinem Leben. Niemals. Du bringst mich nicht dorthin. Sie sagen, doch, du kannst dir ein bisschen Zeit nehmen, muss nicht heute sein. In einer Woche oder so gehst du zurück zu der Frau. Wir waren, okay, gehen wir. Ja, nach einer Woche gehen wir zu ihr zurück. Und als sie die Türe öffnet, ich bin schon so ein bisschen vorsichtig, sie öffnet, sie erkennt unsere Gesichter, sie hat aber keine Ahnung mehr, was passiert ist. Und wir waren so, okay, haben uns so ein bisschen nachgefragt, ob sie irgendwas in der Vergangenheit erlebt hat. Und sie sagte, ja, weißt du, vor etwa 2 Jahrzehnten hatte sie extreme Rückenschmerzen, sie ging nicht weg. Darum ging sie nach Malaysia zu einem Witch Doctor, zu einem Heiliger, einer der Heilpraktiken ausübt, in ein Hotel. Und der hatte irgendwelche okkulte Praktiken mit ihr gemacht. Und wir waren so, ich und mein Freund schauten uns an, so, ja, okay, das macht einiges Sinn. So, mit was du dich fühlst, das kommt auch wieder raus, oder? Und so sagten wir denken, das ist vielleicht ein Dämon oder irgend so etwas, können wir nochmal für sie beten? Sie so, ja, sicher. Und wieder diese alte Frau. Und wir beten und in diesem Mal sitzt sie auf dem Stuhl. Und wir beten und wieder das gleiche Szenario. Was wir Jesus Namen aussprechen, fängt sie an. Augen auf. Und in diesem Moment, wenn du richtig Angst hast, gibt es Menschen, die dann zornig werden. Ich werde richtig zornig, ich schaue sie an, sie schreit mich an, ich schreie sie an und plötzlich kommt Philipper 2 aus meinem Mund, wo es heißt, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist und jedes Knie wird beugen, auch deines. Verschwinde jetzt im Namen Jesu Christi. Ich schreie sie an. Und was passiert? Sie sitzt da so, nimmt die Arme vor den Kopf und sagt, plötzlich kommt eine Stimme aus ihr raus, noch nie gehört, eine männliche Stimme so, ich gehe. Okay, ja, schön. Mega nice. Und dann plötzlich, als das passiert, ich denke, ich bin im falschen Film. Und dann kippt sie wie so auf dem Stuhl zusammen. Ich denke, jetzt ist sie tot, wir fühlen den Puls. Stell dir vor, wir haben eine Frau tot gebetet. Das könntest du nie erzählen. Und dann bin ich bin so da, sie schläft. Wir merken, sie atmet, ich bete für sie und plötzlich öffnet sie ihre Augen und sie springt in meine Richtung. Ich war ready, einfach so, bap, springt in meine Richtung und geht wieder nach hinten und schreit wieder herum. Wir gehen zurück zu unseren Leitern. Sie sagten, ja, wahrscheinlich hatte sie mehr als einen Dämon, ihr müsst nochmal zurückgehen. Ich sagte, come on, ey, was läuft mit dir? Also gingen wir nochmal zurück. Und beim 3. Mal, als wir zurückgehen, wieder das Gleiche. Sie kennt unsere Gesichter, sie kann sich nicht erinnern. Wir erklären ihr, ja, du hast wahrscheinlich mehrere Dämonen. Sie sagt, ja, das kann sein. So. Sitzt auf das Bett, wir beten nochmal für sie und dann fällt sie wieder nach hinten in den Schlaf. 5 Minuten beten wir weiter.
Dann wacht sie auf und wir hatten beide das Gefühl, jetzt ist sie frei. Sie schaut uns an. Sie sagt, wo bin ich? Und wir finden heraus, dass sie seit Jahrzehnten nicht mehr richtig schlief. Sie war geplagt. Sie wurde richtig gefoltert von diesem unreinen Geist. Ich war 19. Ich kannte vielleicht 2 Bibelverse. Ich hatte nicht mal einen Bart. Aber ich wollte einfach Gott dienen mit meinem ganzen Leben. Und ich wusste, dass wenn ich Jesus liebe und ich mit ihm unterwegs bin und ich mein ganzes Leben auf ihn ausrichte, dann gibt er mir die Autorität, seine Schlachten zu schlagen. Und das macht er auch mit dir. Ich bin nicht speziell, alle von uns gleich. Was er da durch mich gemacht hat, kann er durch dich tun. Das glaube ich heute. Lass uns zusammen aufstehen. Ihr dürft auch aus euren Reihen kommen, ihr dürft auch schon noch hier nach vorne kommen, wenn ihr ein bisschen Platz braucht. Und was wir jetzt machen, liebe Freunde, wir machen genau das, was ich gesagt habe. Wir werden jetzt zusammen lernen, dieses Schwert anzuwenden und dann gehen wir in die Offensive. Ich habe heute der eine Bibelvers auf das Herz bekommen. Im Johannes 8,12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Lass es uns zusammen sagen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umhergehen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Nochmals, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jetzt du, für dich einfach ganz an deiner Stelle, du kannst es gerade mal laut sagen, einfach für dich mal 2-3 Mal lesen, gerade wo du bist. Wir haben es noch nicht eingeblendet, okay, vielleicht kommt es noch mal. Also wir machen es noch mal zusammen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Nochmal, lauter. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Okay, jetzt, liebe Freunde, stell dir ganz kurz vor, egal ob du oben bist auf dem Balkon, unten im Club, online oder hier vorne. Wo hast du Ängste? Wo bist du versucht? Was ist in deinem Leben gerade nicht so ganz so, wie du das dir wünschst? Ich weiß, heute Abend sind Leute hier, die haben unglaubliche Zukunftsängste. Du weißt nicht, wohin mit deinem Leben. Du fühlst dich in dieser Dunkelheit. Und ich sage dir heute Abend, Jesus sagt zu dir, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Du bist vielleicht depressiv oder von Angstattacken gequält. Und du bist noch nicht frei und das ist okay. Aber Jesus sagt heute zu dir, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Du denkst dir, du wirst nie genug haben oder du bist nicht genug und deine Identität ist angegriffen. Liebe Freunde, das Beste, was du machen kannst, ist, nimm den Blick von dir weg zu Jesus, unserem Retter, unserem Herr, unserem König und sag, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist sein Versprechen. Das ist deine Identität. Dort schaust du hin, mit klarem Blick, nicht auf dich selbst, auf Jesus Christus. Und liebe Freunde, jetzt gehen wir in die Offensive. Ich weiß, du kennst Menschen, die genau mit gewissen Dingen strugglen. Und heute sagst du über ihnen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln. Er wird das Licht des Lebens haben. Liebe Freunde, lasst uns zusammen singen zu unserem König, zu unserem Jesus. Er sitzt auf dem Thron. Er ist Herr über alles. Nicht ich, nicht du, aber er. Er ist würdig. Komm on, lass uns singen zusammen. The elders, creatures
es sind Leute da. Du bist vielleicht das erste Mal da. Vielleicht bist du schon ein paar Mal gekommen, du sitzt ganz hinten und du merkst irgendwie, dieser Jesus, irgendwas hat dir angetan an ihm. Du möchtest ihm nachfolgen und heute ist die Möglichkeit, dass du dich für ihn entscheiden kannst. Ich möchte nachher ganz kurz auf 3 zählen und wenn ich 3 sage, halte doch kurz deine Hand hoch und dann beten wir zusammen für dich, weil es heißt in der Bibel, dass Gott dich so sehr liebte, dass er seinen eigenen Sohn hingab, dass jeder und jede, die an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren gehen wird. Und das gilt auch für dich. Also wenn du heute Abend merkst, hey, ich brauche einen Neustart, ich brauche Jesus, ich habe es selber versucht, es geht nicht so gut, aber mit Jesus glaube ich, da kann ich in eine Zukunft, wo ich wirklich eine Zukunft habe, dann bitte ich dich, Nummer 1, Jesus liebt dich, Nummer 2, er hat alles gegeben für dich. Nummer 3, dein Leben wird nie das gleiche sein. Darf ich kurz deine Hand sehen, auch online? Halte sie hoch. Ich sehe die Hände. Danke vielmals für diese Hände. Und jetzt beten wir zusammen. Du darfst mit mir beten. Jesus, es tut mir leid. Wir beten das laut alle zusammen. Jesus, es tut mir leid. Bitte vergib mir meine Sünden. Wasch mich rein. Ich möchte dir nachfolgen. Mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Verstand, mit meiner ganzen Kraft. Nimm mein Leben heute Abend, Jesus. Ich gehöre dir allein. Und wir alle sagen Amen, Amen. Komm. Wir glauben wirklich, dass Jesus auch zu dir redet, auch gerade durch die Message. Nimm dir Zeit, das wirklich in deinem Leben jetzt zu etablieren. Und auch vielleicht braucht es amix so ein paar Wochen, wo du daran kaust, ein paar Tage. Und darum nimm dir Zeit, die nächste Woche, schreib Sachen auf und verinnerliche das, wie Jesus redet wirklich in dein Leben. Er hat etwas vor. Yes, und wenn du mehr Informationen willst, dann darfst du unbedingt unserem Telegram-Channel folgen. Er wird da unten eingeblendet für dich jetzt. Du kannst einfach mal drin hineinschauen, was so für Angebote noch vor Ort auch stattfindet. Dort wollen wir dich nämlich ganz herzlich einladen, dass du uns auch vor Ort besuchen darfst. Komm unbedingt mal vorbei. Unter anderem gibt es auch Sunday Night Extended, wo am 5 Uhr schon im City Room stattfindet, wo wir ganz praktisch in kleinen Gruppen teilweise Sachen zusammen anschauen, Bible Studies machen etc. Hey, wir freuen uns, wenn du vorbeikommst. Ja. Und jetzt segnen wir dich, dass Jesus dich führt und dass Jesus das, was er angefangen hat in deinem Leben, so richtig durchzieht und zum Aufblühen bringt. Amen. Amen.